Wir steigen ein in die Predigt und ich steige mit einer Aussage ein oder das Überthema, wie Jesus dein Leben reich macht. Über das wollen wir nachdenken und ich möchte da mit einer Frage einsteigen. Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Was bringt es mir? Ich möchte eine Analyse machen von uns Menschen. Ich glaube, viele Menschen wollen ein anständiges und gutes Leben führen. Sie wollen Gerechtigkeit, sie suchen nach Liebe, sie wollen lieben, sie wollen Bewahrung der Schöpfung, Gleichberechtigung und so weiter und so weiter. Und jetzt schauen wir in die Welt und stellen doch etwas ganz anderes fest. Wir haben auf der Welt etwa 60 Kriegsschauplätze. Da bringt man sich um, da ist nicht viel von Liebe zu spüren. Ukraine und Israel sind nur 2 davon. Es gibt Terror, Umweltverschmutzung und. Wir könnten eine ewige Litanei aufzählen. Und auch im Kleinen sind wir herausgefordert. Ich hatte etwa 2 Jahrzehnte lang zu kämpfen mit Jähzorn. Ich wollte das nicht. Aber ich fiel immer wieder in diese Falle und wurde jähzornig über etwas, das mich aufregte. Und ich konnte mich nicht wirklich beherrschen. 2 Jahrzehnte gekämpft. Heute bin ich wirklich, glaube ich, frei davon. Ganz selten drehe ich in den roten Bereich. Andere kämpfen vielleicht mit Konsumzwängen. Die müssen shoppen gehen, dass es ihnen immer mal wieder auch so ein bisschen gut geht. Und wir können auch hier fortfahren und Dinge aufzählen, die uns doch zu schaffen machen. Was hat das mit der Frage zu tun, was bringt es mir? Nun, ich glaube, vordergründig wollen wir oft das Gute, aber es steht so ein Charakterzug uns im Wege und dieser Charakterzug ist Egoismus. Wir Menschen neigen dazu, egoistisch zu sein. Es geht um mich, es geht um meine Vorstellung und was ich möchte. Und jetzt sagen vielleicht einige, halt, Stefan. Bei mir ist das anders. Ich bin bereit, Opfer zu bringen. Ich setze mich ein hier in der Kirche. Ich spende hier in der Kirche. Ich helfe Menschen, die arm dran sind. Meine Nachbarn gehe ich einkaufen und. Aber mal ganz ehrlich, es gibt doch irgendwann so eine Schmerzgrenze und die ist je nachdem sehr schnell erreicht, wo diese Frage wieder aufpoppt, was bringt das eigentlich mir? Wenn ich für den Nachbarn einkaufen gehe, ja, solange er immer schön Danke sagt, ist alles gut. Aber wenn das Danke vielleicht nicht mehr so oft kommt oder ich sogar noch ausgenutzt werde, dann hört der Spaß ziemlich schnell auf. Dann sind wir bereit zu streiten, die Umwelt etwas weniger zu schonen. Ja, ich möchte doch auch mal fliegen und in den Urlaub. Oder fangen an rumzuschreien oder wieder zu shoppen, weil uns das etwas bringt. Kennst du das auch? Mal ganz ehrlich gefragt, stellst du dir auch ab und zu die Frage, was bringt das eigentlich mir? Und die Frage hält ja nicht stand vor frommen Kreisen. Als ich Christ wurde, habe ich mich echt gefragt, was bringt das mir, wenn ich an Jesus glaube? Das war meine einzig zentrale Frage. Was bringt es mir, wenn ich an Jesus glaube? Ganz egoistisch. Ich glaube, ich wäre nicht Christ geworden, wenn das mir nichts bringen würde. Oder vielleicht denkst du dir, was bringt es mir, wenn ich hier in den Gottesdienst gehe? Ja, wenn die Predigen gut sind und der Lobpreis passt und die Leute noch ein bisschen nett sind, ja, dann bringt das was, dann gehe ich dahin. Aber was ist, wenn die Leute mal nicht mehr so nett sind? Also nicht alle, aber vielleicht Einzelne. Oder wenn die Predigt mal nicht in die Richtung geht, die ich gerne höre, oder der Lobpreis etwas anders ist, als ich mir das wünsche. Ja, das bringt mir nichts mehr, da gehe ich nicht mehr hin. Oder was bringt es mir, wenn ich die Bibel lese? Und ich sage es euch, oft bringt es mir nichts vordergründig, wenn ich die Bibel lese. Ich lese die Bibel fast jeden Tag und manchmal spricht sie mich an und manchmal denke ich, okay, gehen wir arbeiten.
Lege ich sie dann zur Seite? Bringt nichts? Wir haben diese Frage jetzt schon gefühlt 100-mal gehört. Was bringt es mir? Ich möchte die Frage anders stellen oder eine andere Frage in den Raum werfen. Wie wäre es, wenn wir uns fragen würden, was bringen wir Gott? Was bringen wir Gott? Sollten wir und können wir Gott überhaupt etwas bringen? Ich möchte mit euch einen Text, Johannes 15, anschauen. Die ersten 2 Verse mal und der letzte Vers also bis Vers 8. Und lesen wir die mal zusammen. Da heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Und dann Vers 8, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Also was wir Gott bringen können, ist, dass Frucht in unserem Leben entsteht und diese Frucht verherrlicht Gott, den Vater. Ich finde das gewaltig. Und manche beginnen jetzt vielleicht zu schwitzen. Nicht, weil es warm ist, sondern weil sie denken, ach, jetzt kommt eine Predigt, wo uns mal so richtig die Leviten gelesen werden, wo mit der Mahnkeule geschwungen wird und mit dem Zeigefinger. Jetzt gebt euch endlich mal Mühe, dass ihr endlich Früchte bringt. Aber schauen wir uns mal den Text genauer an. Ja, es steht in dem Text, wir lesen dann den Rest auch noch, der zwischendrin ist. In diesen 8 Versen kommt Frucht 7-mal vor. Gott möchte wirklich, dass Frucht in unserem Leben entsteht. Aber wie entsteht diese Frucht und was ist diese Frucht? Das wollen wir etwas genauer anschauen. Jesus benutzt einen Vergleich aus dem Rebbau und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Er braucht also ein Bild. Und ich habe hier euch einen Weinstock mitgebracht. Und hier unten, das Braune hier, das ist der Weinstock. Und hier sind die Reben. So angeschlossen und an den Reben wachsen dann die Früchte. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Durch den Weinstock fließt der Saft zu den Reben. Ohne Weinstock keine Frucht. Und wer ist diese Quelle? Übertragen im Bild, es ist klar, es ist Jesus Christus. Also wenn unser Leben Frucht tragen soll, dann müssen wir an Jesus, ich nenne es mal so, angepfropft sein oder angedockt sein, damit durch Jesus der Lebenssaft, der Frucht hervorbringt, durch uns fließen kann. Und das ist so wichtig, das ist ganz zentral. Wir müssen an Jesus angedockt sein, wenn unser Leben Frucht bringen soll. Jetzt ganz konkret, wie docken wir an Jesus an? Wir Menschen sind grundsätzlich durch die sogenannte Sünde von Jesus getrennt. Wir sind nicht automatisch von Geburt an Jesus angedockt. Unser Egoismus zum Beispiel trennt uns von Gott. Und Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, damit diese Sünde, die uns von Gott trennt, beseitigt werden kann. Dass wir in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen können. Es heißt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Jesus ist gestorben, damit alles, was wir kaputt gemacht haben oder was uns kaputt macht, bereinigt werden kann. Weil Sünde ist immer etwas, das unser Leben und das Leben von anderen kaputt macht. Lieblosigkeit, Egoismus, losgelöst sein von Gott ist eine Sünde. Gott möchte Gemeinschaft. Und er vergibt uns alles. Aber es ist nur der halbe Weg zum Andocken
an den Weinstock. Es braucht einen zweiten Schritt. Und viele haben schon x-mal um Vergebung ihrer Sünden gebeten, aber den zweiten Schritt haben sie nie begangen. Der zweite Schritt ist, wir lesen das in Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Bist du ein Kind Gottes geworden? Das ist mit der Sündenvergebung nicht erledigt. Jesus in sein Leben aufnehmen heißt, ich stelle mich unter seine Führung, unter seine Leitung. Ich werde sein Jünger, ich folge ihm nach. Und dann bist du sowas von angedockt bei Jesus. Dann fließt Gottes Kraft durch dich. Es geht sogar noch weiter. Der Heilige Geist nimmt in dir Wohnung. Und ich möchte das mal mit einem AKW vergleichen. Wenn der Heilige Geist in dich hineinkommt, dann hast du ein AKW in dir. Energie ohne Ende. Und für die Grünen unter uns, nimm ein Wasserkraftwerk oder ein Windrad, wobei es gibt keinen sauberen Strom. Alles schadet irgendwie. Aber wir brauchen diesen Strom. Und als Christen brauchen wir die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, der eine Person ist und der über unser Leben bestimmen möchte. Und ich sage es euch, ohne den Heiligen Geist, ohne Gott ist nichts möglich. Mit Gott, mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist ist alles möglich. Wenn du angedockt bist bei Jesus, dann kann in dir vieles wachsen und vieles sich verändern. Und jetzt frage ich euch, ist das nicht Evangelium? Es sind also nicht wir, die uns abmühen müssen und krampfen müssen, dass irgendwie Frucht entsteht, sondern Jesus möchte uns diese Frucht schenken. Er möchte, dass dieser Lebenssaft von ihm durch uns durchfließt und gute Frucht hervorbringt. Es ist Jesus, der die gute Frucht in unserem Leben wachsen lässt. Das sind nicht in erster Linie wir. Und das ist ganz wichtig, das müssen wir verstanden haben. Als nächstes möchte ich sagen, lass dich vom Vater im Himmel pflegen. Es heißt hier im Text, wir haben es gelesen, mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Also Jesus ist der Weinstock und der Vater ist der Weinbauer. Jetzt, ich habe keinen Weinberg oder so, wir haben zu Hause 2 Weinstöcke, eine rote Traube und eine weiße. Und wenn Frühling ist, dann sprießt das so richtig aus dem Weinstock heraus. Die Reben, die kommen da wie verrückt. Und an gewissen hat es so feine, ich nenne es Fäden, und da haben sie kleine Böllchen dran. Das ist Hochdeutsch, Bällchen. Okay, ihr versteht, was ich meine. Und man sieht, da entsteht einmal Frucht, da gibt es mal Trauben. Und alle anderen, die nur Blätter bringen, bin ich knallhart, Grüntonne, werden ausgebrochen. Und mit der Zeit schießen die so aus und werden immer größer und wollen zum Nachbar rüber und so, aber ich möchte, dass die Trauben bei mir sind. Und mit der Zeit schneide ich die noch zurück, dass nicht alles in das Wachstum geht, sondern in die Frucht geht. Das ist eigentlich brutal. Aber ich möchte am Schluss nicht irgendwie eingerollte Weinstockblätter essen. Da stehe ich nicht so drauf. Ich möchte Trauben ernten. Und deswegen pflege ich meine 2 Weinstöcke, dass ich am Schluss Trauben habe. Und so geht es uns Christen. Der himmlische Vater fängt sich an, um uns zu kümmern. Und das ist etwas Wunderschönes. Stellt euch einmal vor, Gott kümmert sich um euch. Ihr seid ihm wichtig. Er möchte, dass in deinem Leben Frucht entsteht. Und der Vater fängt dich an zu reinigen. Auch wenn du Christ wirst, du kannst trotzdem Egoist sein, oder? Und er fängt an und möchte diesen Egoismus aus deinem Leben hinausnehmen. Er fängt an zu schneiden, auszubrechen. Und zwar zum Wohl deiner selbst, dass dein Leben Frucht bringt. Und ja, es tut weh,
wenn Dinge abgeschnitten werden, wenn Dinge ausgebrochen werden, weil die Sünde uns ja oft lieb ist, oder? Und weil wir uns am nächsten stehen und weil sich niemand gerne verleugnet und demütig ist. Das liegt uns nicht so nahe. Und Gott fängt an, das Lebenszerstörende, das Wachstumshindernde auszubrechen, auszumerzen. Das nennt man geistliches Wachstum. Und wer macht das? Der Vater im Himmel, der absolut gut ist, der das Leben geschaffen hat, der weiß, wie das Leben funktioniert. Also ich möchte mich von keinem anderen pflegen lassen, als von dem lebendigen Gott im Himmel. Es gibt nichts Besseres, was uns passieren kann. Und ich möchte dich wieder fragen, ist das nicht Evangelium? Das ist doch so genial, wenn wir in Gottes Händen sein dürfen und er uns pflegt und das Krankmachende ausbricht und wegnimmt. Ich finde das genial. Dieser Reinigungsprozess ist lebensfördernd und führt dazu, dass viel Frucht entsteht. Vielleicht denkst du euch, okay, das ist ja ganz gut, aber habe ich da auch noch einen Part? Oder ist das einfach ein Automatismus? Ich komme mal zum Glauben, sage Jesus, mach du und dann plupp, dann kommt's. Wir lesen noch die Verse dazwischen. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe, er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Bleiben in Jesus. Und Jesus bleibt in dir. Was bedeutet es konkret, in Jesus zu bleiben? Wenn wir Christen werden, werden wir nicht einfach willenlose Menschen. Wir können uns für den Weg Gott entscheiden oder gegen ihn. Und zwar jeden Tag neu. Und bleiben heißt nichts anderes. Ich entscheide mich jeden Morgen wieder neu. Jesus, ich möchte den Weg mit dir gehen. Ich gehe dir hinterher. Und nicht meinen eigenen Gedanken und meinen eigenen Wünschen, sondern dir. Es gibt nämlich auch so ein Ego-Konsum-Christentum. Die haben so ein Mehr Jesus. Mehr von dir, Jesus. Oh, ich möchte mehr. Zum Teil singen wir das noch in Lieder, oder? Mehr von dir. Aber wozu dieses Mehr? Dass es mir einfach gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich mein Leben chillen kann. Bleiben in Jesus heißt, Jesus, du bist an erster Stelle. Schon mehr von dir, aber zu deiner Ehre. Und nicht, dass ich ein bisschen abhängen kann und ich ein bisschen besser dastehe. Und wenn wir in Jesus bleiben, bleibt er in uns. Wir fragen nach seinem Willen, wir handeln nach seinem Willen. Bleiben in Jesus, es ist etwas, das wir täglich praktizieren müssen. Es ist nicht, du kommst einmal zum Glauben an Jesus und dann ist das ein Selbstläufer. Sondern wir müssen uns immer wieder entscheiden, ja, ich bleibe in deiner Nähe, ich bleibe in deinem Wort, ich tue das, was du mir zeigst. Das ist ganz konkret, das ist Alltag. Und die erste Frucht, die entsteht, ich komme jetzt langsam zu den Früchten, ist eine lebendige Beziehung zu Gott. Das ist bereits eine Frucht. Jesus zieht uns in die Beziehung zu ihm. Er zieht uns ins Lesen der Bibel. Er zieht uns ins Gebet. Das ist bereits eine erste Frucht.
Und wenn du da am Kämpfen bist, dann bete um diese Frucht, um eine lebendige Beziehung mit Jesus. Das ist die Grundlage. Und eine zweite Frucht, die entsteht, ist der Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem, was Gott in seinem Wort sagt. Auch das ist eine Frucht. Der Heilige Geist möchte, dass wir nach Gottes Willen leben, weil das das Beste ist, was uns passieren kann. Und manchmal haben wir den Eindruck, ja, wir wissen es besser. Ich weiß besser, was mir gut tut. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der wirklich besser wusste, was Gott sagt und was wirklich gut tut. Wir meinen manchmal vordergründig, aber das gönne ich mir jetzt, oder das nehme ich mir jetzt heraus. Aber langfristig kommt es nicht gut. Wenn wir in Jesus bleiben, dann bleibt Jesus in uns. Und das ist das Geheimnis eines Lebens, das Frucht bringt. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, man kann ganz viel ohne Jesus tun. Sogar ganz viel Frommes. Du kannst wie Luther auf den Knien den Petersdom die Treppe hochrutschen oder du kannst hier eine riesen Veranstaltung machen und Programm und alles Mögliche. Aber wenn es nicht aus Jesus herauskommt, dann bleibt nichts. Äußerlich bleibt vielleicht viel, aber es bleibt nichts für die Ewigkeit. Ohne Jesus können wir nichts tun. Aber mit ihm ist alles möglich. Und das finde ich so faszinierend. Mit Jesus er ist der lebendige Gott, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Mit ihm ist alles möglich. Das fasziniert mich so. Das finde ich absolut genial. Ich möchte hier eine wichtige Randbemerkung machen. Damit Frucht entsteht, braucht es Zeit. Meine Weinstöcke, die haben im Winter keine Reben. Also keine Trauben. Da ist keine Frucht dran. Im Frühjahr, wenn alles sprießt, noch keine Frucht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Frucht entsteht über einen Zeitraum. Und manchmal denkst du vielleicht in deinem Leben, ja, wo ist die Frucht in meinem Leben? Ich sehe so nichts. Aber ich bin doch mit Jesus unterwegs. Ich garantiere dir, wenn du in Jesus bleibst, bleibt er in dir und du wirst Frucht sehen. Das kommt. Das muss wachsen. Ich möchte an dieser Stelle das Gerichtswort nicht unterschlagen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Ich sage es ganz einfach, wer sein eigenes Ding macht und nicht aus Jesus heraus lebt, der verfällt dem Gericht. Die Bibel macht immer wieder deutlich, entweder sind wir ganz bei Jesus oder wir sind nicht bei Jesus. Also ein Zwischending gibt es nicht. Da ist die Bibel schwarz-weiß. Nicht überall, aber da ist sie schwarz-weiß. Entweder bist du ganz bei Jesus oder du bist getrennt von Jesus. Und jetzt fragst du dich vielleicht schon lange, ja, was sind denn das für Früchte, die da wachsen? 2 haben wir schon gesehen. Das erste ist eine lebendige Beziehung mit Jesus. Das zweite ist Gehorsam gegenüber dem, was Gott sagt in seinem Wort. Und jetzt muss ich noch einen Text einführen aus dem Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22. Da ist die Frucht beschrieben. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, wie der Herr Gottes Geist, das ist alles Evangelium. Nicht etwas, das ich erwirke. Gottes Geist hervorbringt. Und jetzt müsst ihr euch die Früchte auf der Zunge zergehen lassen. Schmeckt ihr schon ein bisschen? Seht den Fruchtsalat da vorne. He? Liebe. Köstlich. He? Freude. Frieden. Geduld. Und das hat so ein bisschen eine säuerliche Note. He? Geduld. Freundlichkeit. Güte, Treue, Rücksichtnahme
und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Mögt ihr euch erinnern an den Anfang der Predigt? Ist noch nicht so lange her. Was will der Mensch? Er möchte eigentlich Frieden, er möchte Gerechtigkeit, er möchte Liebe. Und wir Menschen schaffen es nicht. Der Geist Gottes will genau diese Dinge in unserem Leben bewirken. Ist das nicht gewaltig? In deinem Leben soll ein Fruchtsalat entstehen. Die Frucht in Galater ist zwar in Einzahl beschrieben und trotzdem, es sind viele Auswirkungen. Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Treue, Geduld, Selbstbeherrschung. Wir hätten wirklich Frieden auf Erden, wenn wir alle so geprägt wären. Ich möchte euch zum Schluss einladen zu einem Leben, das viel Frucht bringt. Und wir haben so viele verschiedene Leute hier, ihr steht alle an einem unterschiedlichen Ort. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich bin noch gar nicht angepfropft an Jesus. Ich bin vielleicht schon ein paar Mal hier gewesen im Gottesdienst, aber ich kenne Jesus noch nicht persönlich. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, lass dich anpfropfen bei Jesus. Und ich werde nach dem Gottesdienst hinten beim Ausgang stehen. Komm auf mich zu, wenn du Jesus Christus persönlich kennenlernen möchtest, wenn du ein Kind Gottes werden möchtest. Und ich erkläre dir das ganz einfach mit ein paar Schritten. Vielleicht ist für dich was anderes dran. Vielleicht musst du mal anfangen, nicht immer zu fragen, was bringt es mir, sondern was möchte Gott in meinem Leben. Einfach mal die Frage umstellen. Das verändert dein Leben enorm. Vielleicht ist was anderes für dich dran. Vielleicht fragst du dich, ja, ich möchte in Jesus bleiben. Was sind meine nächsten Schritte dazu? Ich merke, da kämpfe ich immer wieder damit. Vielleicht ist es für dich dran, etwas vom Vater ausbrechen zu lassen. Und ich möchte dich ermutigen, lass es los, lass es ausbrechen. Gewisse halten ihre Rebe wie verrückt. Und der Vater sagt, lass los, es macht dein Leben kaputt. Nein, ich will shoppen, ich will shoppen. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt, oder? Es ist ein Bild. Lass es los, lass es ausbrechen. Es wird dich frei machen. Und vielleicht ist es für dich dran, um bestimmte Frucht zu beten. Jetzt merke ich gerade, ich habe euch was unterschlagen, das hole ich aber noch nach. Die letzten 2 Verse noch. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Das ist so eine Stelle, wo wir es schwarz auf weiß haben. He? Wenn wir in Gott sind, können wir bitten, was wir wollen, und es wird uns gegeben. Und jetzt ein paar Findige denken, super, jetzt kann ich endlich für meinen Lottogewinn beten. Oder für meinen Ferrari F40 oder in meinem Fall wäre es eine Corvette C3. Und dann beten sie darum. Und dann fügen sie noch, im Namen Jesus bete ich. Und sie bekommen es nicht. Das ist ein typisches Beispiel, wie man einen Text aus dem Zusammenhang herauslöst und sagt, aber da steht's doch, eure Bitte wird erfüllt werden. Wenn ihr in mir bleibt, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Aber der Textzusammenhang, um was es geht, was ihr wollt, ist die Frucht. Ihr könnt um jegliche Frucht bitten und Gott wird es euch geben, aber nicht um einen Lottogewinn. Versteht ihr das? Das ist ganz wichtig. Man muss den Textzusammenhang beachten. Es geht um die Frucht und das verspricht uns Gott. Wenn wir um Früchte beten, wie Liebe, Freude, Frieden, dann wird Gott handeln.
Er wird sie in unserem Leben wachsen lassen. Er macht nicht so. Er wird dich in Situationen führen, wo du lernst, deinen Nachbarn zu lieben. Die Situationen sind dann nicht immer so angenehm. Aber du lernst es zu lieben. Sorry, das habe ich euch noch unterschlagen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du es bist, der uns in unserem Leben Frucht wirken möchte. Du bist der Weinstock und wir sind angeschlossen an dir als Reben. Und danke für alle Frucht, die schon gewachsen ist in unserem Leben. Und danke für alles, was noch wachsen wird. Du hörst nicht auf. Es wird neue Frucht entstehen bis zu unserem Tod. Danke vielmals. Und Vater, ich danke dir, dass du der Weingärtner bist, der uns pflegen möchte, der das Krankmachende, das Wachstumshindernde ausbricht, wegnimmt. Ich bin dir so dankbar, dass du mein Leben veränderst. Und am Anfang war extrem viel nötig und mit der Zeit etwas weniger, aber es ist immer noch einiges nötig, das sich verändern muss. Danke, Vater, dass du ein guter Gott bist, der sich um uns kümmert. Und danke, versprichst du uns, wenn wir in dir bleiben, bleibst du in uns und wir werden viel Frucht bringen. Und daran möchte ich festhalten und dir einfach vertrauen. Danke vielmals. Amen.